So Leifren, die hat alle guten Eisen Wahlprogramm ausgedeelt kriegt, die fand der Firuneich, da könnt ihr all Detail lesen, und ich encouragiere nicht, das auch zu machen, weil das interessant und das immens vollständig. Lilian nicht, wir werden nicht einfach ein bisschen durch die große Linie von dem Programm feiern, und das nicht, dass ich kein Gentleman bin und nicht so Ladies First, mir ist schon den ersten Idee zu präsentieren, und dafür fange ich dann auch an. Wie ich schon an meiner Begrüßung gesagt habe, steht also ganzen Wahlkampf unter dem Motto für ein Europa von souveränen Nationen. Dafür haben wir, wie das der ganz richtig gesagt hat, auch keinen europäischen Spitzenkandidat nominiert als europäisch konservativ und Reformisten. Ihr wisst, DPP hat den Herr Juncker genannt als europäischen Spitzenkandidat, Sozialisten den Herr Schulz, die Liberalen den Herr Verhofstadt. Das ist übrigens ganz komisch, dass der Jean-Claude Juncker Spitzenkandidat ist, obwohl kein Mensch in Europa nicht einmal Lützeburger wählen kann. Das ist eine ganz interessante Konstellation. Der Spitzenkandidat, dem seine Partei dann irgendwie sich als die stärkste durchstellt, der soll dann Kommissionspräsident gehen. So wie bei nationalen Wahlen der Spitzenkandidat von der stärksten Regierungspartei Premier geht. Das Problem ist just, Leifren, Kommission ist keine Regierung. Kommission ist eine Administration am Service vom Ministerrat von den Memberstaaten. Allein die Idee, ein paneuropäischer Spitzenkandidat zu haben, weist, wie die Sozialisten, die Liberalen, die Grünen über Europa denken. Sie wollen europaweit Parteien, mit einem europaweiten Spitzenkandidat, für eine europäische Regierung. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen Europa und wir wollen eine Zusammen schaffen von freien, souveränen Nationen. Wir wollen freie Verkehr von Mensch und Geld, von Dienstleistungen und von Waren. Das darf aber nicht dazu führen, dass Brüssel sich unter dem Prätext von freiem Verkehr anmischt an nationale Gesetzgebungen. Genau das erleben wir aber Tag für Tag. Und ich will euch gar nicht langweilen mit einer Aufzählung von all den unsinnigen Sachen, wo Brüssel sich schon angemischt wird. Ich will einfach ein ganz rezent Beispiel holen. Wir hatten zu Lützeburg eine wunderbare Gesetzgebung, die die Kolportage verboten wird. Es war verboten, als Hausierer Schellen zu gehen, bei Leuten, die daheim sind, oft Elerleid, Schwächleid, die sich nicht beeinflussen lassen. Das war ganz einfach verboten. Brüssel hat es gezwungen, nur den natürlich als Regierungschef dummer und d'accord werden. Herr Juncker hat selber zugegeben an der Chambre, dass hier damit d'accord werden. Hat es gezwungen, durch ein Direktiv, die Kolportage zuzulassen. Was das als übrig blieben, gar nicht. Ein Direktiv muss da transposieren. Der hat verschiedene Schwaren, die da können treffen, aber prinzipiell muss das transposieren. Wir haben angebaut an das Gesetz, Gott sei Dank, da den auch kann abklären werden, ob es dir, wie bislo bei der Werbung, kein Kolportage, wenn ich geliefert, und das müssen die Hausierer dann noch respektieren. Ob die das da machen, besonders wenn sie schlechte Intentionen haben, probieren, ältere Menschen über den Tisch zu ziehen, der hat sich dahingestellt. Hier ein Beispiel, wo eine gute nationale Gesetzgebung durch ein schlecht europäisch ersetzt wird, ohne dass es irgendetwas mit freiem Waren oder Menschenverkehr zu tun hat. Ein Hauptschlagzeil an der letzten Zeit, an den letzten Jahren, als die Euro-Krise. Ich werde dich so erstaunen, an dem ich so, es gab niemals eine Euro-Krise. Es gab keine Euro-Krise. Es gab eine Angst vor einer Euro-Krise. Es gab eine Schuldenkrise, es gab eine Griechenland-Krise, es gab eine Europa-Krise. Mehr eine Euro-Krise gab es zu keinem Moment. Was das geschieht? Als verklärte Politiker, ihr wisst, die mit der gläserischen Ärmel der Marienerscheinung, wir brauchen mehr Europa, den Europa nie schnell genug groß genug wird, genau die, wollten auf Teufel komm raus, Mordicus, wie ihn so schön seht, so viele Länder wie möglich an die gemeinsame Währung, den Euro, heranholen. Just etliche von den Ländern wären nicht bereit. Notamment Griechenland wäre nicht bereit. Zu viel verschuldet, nicht produktiv genug, zu viel korrupt, nicht gut genug organisiert, und so können die Lösch nach ganz lang Vierfeiern. Mit falschen Zölle, mit falschen Bilanzen.
An irgendwann, trotzdem goufen es abgeholt, notamment den Herr Juncker hat sich dafür angesagt, dass Griechenland soll abgeholt geben. Mir irgendwann hat mir das dort gemerkt, dass das Land nicht brett wäre. Aber das geschieht, man so müsste mehr Heichzinsen für ihre Kredite bezahlen. Das ist normal. Den Zinssatz als an einem anderen Ort Remuneration für das Risiko, den hält, die so verlehnt, dass den zugelehnt kriegt, auch irgendwann ein zurückbezahlt. Aber wenn den da nicht ganz solvabel ist, da gehen die Zinsen auch ab. Das ist also kein Euro-Krise, die wir in Griechenland gesehen haben, mehr eine Schuldenkrise, eine Krise, weil Griechenland nicht brett wäre. Griechenland hat auch demals schon, wie Dragoholginas, Reformen gebraucht. Hätte die auch können durchführen, weil die gesagt hat, das muss er machen, dann können wir an den Euro ranholen. Was gehört dazu? Hier Fiktivplätze beim Staat, hier schon bald institutionalisiert, Steuerhandelshöhung an Schweiz erbecht, hier Überschuldung und so weiter. Mir hat die EU das gemacht? Nein, wir haben eine Memberschaft am Euro geschenkt, an lo wird schiefgegangen ist, lo könnt Europa mit einem Diktat. Lo könnt Europa seht, dir muss lo dat, an dat, man, dir muss lo Medikamente am Supermarché verkaufen, sonst kriegt er von uns nicht mehr geholfen. Aber das Resultat davon, ma Griechenland as am Rand von engem Biergerkrieg. A Griechenland haben wir Zustand wie an der Weimarer Republik. A Griechenland as ein Drittel von den Deputierte vor radikal links oder radikal rechte Parteien. Wollen wir so etwas oder so etwas nicht gefährlich für Europa? Wir als Lützeburg müssen natürlich sagen, was kascht das Eis? Was kascht die Griechenland-Krise? Eis alle Guten, als Kanner und als Kanzkanner. Für das erste Mal haben wir Griechenland in bilateral gemacht von 206 Millionen Euro. Du haben wir eine Staatsgarantie überholt für den Europäischen Stabilitätsfonds von 2 Milliarden Euro. Das sind ja 2000. Du haben wir ein Prä gemacht und den Internationalen Währungsfonds, FMI, für 1,1 Milliarden, 1.100 Millionen Euro. Und du haben wir eine Partizipation gestimmt und Mechanismen europäer de Stabilisation von 1,75 Milliarden Euro. Das sind nur am Ganzen 5.000 Millionen Euro oder 200.000 Millionen Franken. Einfach für das den Kontext zu setzen, Mammerent, die als Regierung ja will es wird, aufzuschärfen, obwohl der Büttel schon nicht eins, also seht bei der Verdilme, seht nicht an der Chamberskommission, kascht der Lützeburger Staat 76 Millionen, 1,5% von dem Montant, den wir ausgehen für Griechenland-Krise. Aber wenn wir dabei sind, was das Ganze als kascht, aber wenn man sich die Zahlen der Molenke anguckt, dann gucken die von den anderen Staaten, dann erkennen die nach etwas. Nämlich, dass Lützeburg immer, aber auch wirklich immer mehr bezahlt wie all die anderen. Beispiel, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Kascht Lützeburg 373 Euro auf den Kap. Bei den Preisen sind da 265. Bei den Franzosen 249. Für Wert muss sie mehr bezahlen wie all die anderen. Noch viel mehr flagrant. Target 2. Entschuldigt mich, ich muss das einfach nur ein bisschen benennen, was das heißt. Das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Klingt kompliziert, ist es eigentlich gut nicht. Das ist die Bilanz von dem, was national Zentralbanken bei der Europäischen Zentralbank haben als Forderung oder als Schuld. Die engen Nationalbanken bezahlen mehr an, die anderen holen mehr raus, und dann hast du eine Schuld. Der letzte, wo Schuld, positive Schuld, das ist, was die Europäische Zentralbank schuldig ist, sind 105,5 Milliarden Euro oder 8 Mal als Staatsbudget. Oder nach ein Kanisch ausgedrückt, es sind 210.000 Euro für all einzelnen Einwohner von Lützeburg. Preise und den zweithöchste positive Sold bei ihnen sind 6.250 Euro auf der Kappe. Das sind Disproportionen von Risiken, die als Land hält, die nicht können zugemut gehen. Für allem an einem Kontext, wo wir ja an Europa klar auf eine Transferunion hinsteuern. Was ist eine Transferunion? Das ist ganz einfach. Wir holen den Reichen, für den Namen zu gehen, oder wir holen denen, die schaffen, für denen, die nicht schaffen, da zu gehen. Und dabei ist das ganz konträr zum Europäischen Treaty, Artikel 123, die sieht, ich probiere nicht zu übersetzen.
dass der Zentralbank an den nationalen Zentralbanken verboten, für Dekowähren zu gehen, für irgendwelche Kredite zu gehen und Institutionen, Organe oder Organismen von der Union oder und Zentraladministrationen oder regionalen oder lokalen Administrationen oder irgendwelche andere staatliche Stellen, wie auch immer, direktement oder auch indirektement durch das für Schuldinstrumente kauft gibt. All der geht diesen Artikel 123 vom Traité violiert. Am Kapitel 4 von unserem Weltprogramm kommen wir mehr im Detail auf den Welthandel zu schwätzen. Und da will ich just ganz wichtige Punkte rauspicken. Wir fordern, dass es am Kommerz mit Drittstaaten zu Akkorde kommt, die sozial und ökologisch Mindestkriterien, Mindestnormen vorgesehen. Wir sind der Meinung, dass es nicht kann sein, dass Großkonzerne Textilien zum Beispiel verkaufen oder Schong oder Mivelen, die alleine hergestellt gehen, wo Kanner als Sklaven erwischt sind, wo Leute 10 oder 12 Stunden der schaffen und dafür auch keinen Euro verdienen, oder Länder, wo Giftstoffe einfach in Flüsse aufgelegt gehen, die oft echt einer Kloak gleichen wie einem Fluss. Das sind Sachen, die müssen am internationalen Handel abhören. Wo mag man bei der Erbicht wären oder noch besser bei der Nicht-Erbicht, dem Schomärsch. 25% von den Jungen an Europa sind ohne Erbicht. Wenn Europa also etwas nachhaltig, das so schön modern wird, nachhaltig nicht bräuchte wird, trotz aller Sondesreden, ist es Vollbeschäftigung. Alles ist hier noch zu machen. Von besserer Ausbildung bis zu neuen Erbesformen. Von besserer Erbesdelung bis zu einer Politik, die die Wirtschaft und da besonders die Klein- und Mittelbetriebe encouragiert und nicht decouragiert. Wir haben an Europa eine freie Zirkulation von den Leuten, von den Erbichten. Ja. Mit da gibt es einen wichtigen Aspekt, und das ist Erbicht. Jeder darf da wohnen, wo er will, wenn er da ein Erbicht hat. Jeder darf wohnen, wo er will, wenn er genug Ressourcen hat, wenn er für sich selber abkommen oder wenn er sein Ursprungsland ein Rennen kriegt oder Loyer bezahlt. Aber wenn er das nicht tut, dann darf er nicht frei durch immer reisen. Jeder von uns hat das größte Machtgefühl für einen Mensch, der an Armut lebt. Und der für sich selber, an seine Familie, an seine Kinder ein besseres Leben will haben. Wir von uns gibt nicht so handeln, wenn an so einer Situation wir. Wir von uns gibt nicht probieren, seine Existenz zu verbessern. Fakt ist aber, dass weder als holländisch Freund, noch als deutsch Nachbarn oder als französisch Kollegen, und auch nicht mir selber, all die Leute können abholen. Mit über 20.000 Arbeitslosen hier am Land haben wir ja nicht gerade Arbeitsplätze am Überschuss, die wir darüber verschenken. Und wir können ganz einfach an unserem Land nicht alle anderen Menschen von der Welt mit durchfedern. Das ist ein Fakt, den muss man anerkennen. Wir sagen also der ganz klar Ja zum freien Personenverkehr, aber Nein zu Sozialtourismus. Ein kleiner Punkt rausgegriffen, mit dem er auch weiß, wie die Mentalitäten funktionieren. Es gibt ein Traité von Prüm. 27. Mai 2005, da geht es ein besser, wie eng zusammenerbicht, von Sicherheitskräften über Grenzen weg, was ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, wir haben internationale Banden zu dienen, die Menschenhandel betreiben, Drogenhandel betreiben. Wir haben eine terroristische Gefahr, da müssen Sicherheitskräfte zusammen schaffen. Mir was geschieht an der Praxis? An der Praxis haben wir französische Polizisten, die auf der Schubberfeuer rumtrillen oder Preisischer zu Rebisch bei der Kavalkade. Das wollen wir nicht. Aber wenn wir von den Leid gesperrt haben, denen Europa nicht schnell genug, nicht groß genug geht, und alles, was sowieso schon zum Mundweg gemerkt haben, kommen wir dann zu einer eventuellen Erweiterung von der EU, die ja immer noch auf der Tagesordnung ist. Wir sind als RDR extrem kritisch, was die Erweiterung von der Europäischen Union angeht. Wir haben gesehen, und wir gesehen all der, dass Europa enorm Schwierigkeiten hat. Und wir sind der Meinung, die Schwierigkeiten müssen gelöst sein und die EU auf sichere Fähigkeit stehen, ehe wir auf weitere Erweiterungen denken. Komm, wir bringen mal Ordnung an den Doto steht.
Aber wann es dann zu Erweiterungen käme, das ist ein ganz ehrlicher klassischer Foto von der die ich aber nicht will bekräftigen, dann nimmen über den Weg von einem Referendum an all bestehendem Land, ob sie d'accord oder nicht d'accord sind, dass das oder das oder das Land Ukraine oder Türkei oder wie sie dann alle guten Häschen herkommen. Ich hatte gerade gesagt, Ukraine hat gewissen, dass gewisse Staaten gibt, die ein wunderbar Brick können sind zu Noperen, mir kein Grenzen sollte gehen. Dafür bleiben wir auch, was Türkei angeht. Und obwohl der KP Le Membre beginnt an einer Assoziation von den konservativen Reformparteien, bleiben wir klipp und klar bei einem Nein zu einer EU-Memberschaft an der Türkei. Auch Türkei als ein Brick, ein ganz wichtiger Brick zu Asien, und soll dafür einen Assoziationsakkord kreieren. Wir brauchen dafür absolut keine EU-Memberschaft. Der sieht, wir haben uns an der Partei über ganz viele Aspekte von europäischer Politik zu Lützeburg, wir haben auch von Lützeburger Politik an Europa Gedanken gemacht. Erst dem Lilith Wurtke für am zweiten Teil für uns vor mein Abruf und ich. Das war der Haut heieren hat oder das war der liest, haltet nicht für ich, seid nicht egoistisch. Sot auch Noperen nicht, das macht den 210.000 Euro auf die Kappe und so weiter. Sot Freunde, sot Erbiskollegen nicht. Also ist dafür, dass der FDP an ihrer Geschichte 2014 einen Europadeputierten kriegt. Ich soll nicht merci.